von Jiren vernichtet. Ja, dieses Spiel wird sich uns noch öfters präsentieren, Freunde. Willkommen zurück zu Dragon Ball Sparking Zero. Und ja, ich habe so meine Mühe mit Jiren, ne? Wer nicht? 今回がおそらく Ja, guck mal, war das letzte Mal knapp vor einer Woche gezockt. Ich habe zwar eben noch mal ein bisschen geübt. Also auch gegen Jiren tatsächlich nochmal die gleiche Runde gespielt wie jetzt gerade. Und aber lustigerweise, weil ich den Trainingsmodus vorhin noch gemacht habe, ich habe sowohl mit dem Superkonto und so jetzt nicht große Schwierigkeiten gehabt. Also es kommt schon. Weil natürlich das, was Jiren hier macht, natürlich trotzdem fies ist, Junge. Aber gut. Ich würde sagen, genug gequatscht. Ich muss mich vor allem konzentrieren. Das wäre sowieso nichts. Na dann. Ultra Instinkt. Da flog er erstmal weg. Oh, danke fürs Wegmachen. Ja, man sieht schon, eben auch so Sachen, Superkonter gelingen mir viel häufiger als früher. Wenn man Jiren ist so schnell mit seinen Angriffen, da kannst du ja quasi schon fast schon Button smashen. Einer davon wird schon ein Suppendinger sein, aber das Problem ist halt noch mit seinen Kontern. Was? Ich hab... Die waren immer gedrückt. Scheiße auch. So, mal gucken. Superangriffe, natürlich wird ein bisschen schwieriger, das war zu erwarten. Sag mal, der Typ geht mir auf den Sack, ey. Ja, wer ist noch schon, Mensch? So, geht doch. Jetzt beginnt der wahre Kampf. Ich habe gerade einen Rache-Konter mit einem Z-Konter gekontert. Mit einem Super-Konter gekontert. Krass. Wusste gar nicht, dass es geht. Doch, natürlich hatte ich auch schon vorhin, oder? Okay. Er hatte mir auch schon. Da muss ich wieder konzentrieren, Freunde. Besser wär's. Ich habe überlegt, ob er den anders kontern soll. Oh fuck. Genau in dem Moment, wo ich den Ding machen wollte.
あやつはこれっぽっちも思ってないじゃろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不 Das 思 ist 議 weg. と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。俺がオラたちの力だ。イレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力を俺 Der は war doch irgendwie schneller. Schwein gehabt. そんなものは簡単に消え去るんだ。行けカカロット、試練に勝ってみせろ。 Ja, sagst du so einfach. Ah, jetzt hat er mich. Scheiße. Nein! Ich wollte nachher, aber keine Dinge mehr gehabt. Scheiße. Jesus Christ. Da klappt der Move endlich mal. So, jetzt. Oh. Ich hab's doch noch geschafft. First try, okay. Die haben nicht so gut im Nahkampf geschlagen, wie ich gehabt hätte. Ne? Ich muss häufig auf Superangriffe zurückgreifen. Ist ja auch völlig legitim. Aber ich hätte natürlich schon lieber gehabt, ihn komplett zu rasieren. Aber ganz ehrlich, wenn der einen Superkonter kontert und so, dann. So war ich noch nicht. Aber wenn man es. Ich hab's die letzte Folge einmal mit der ersten Folge verglichen. Junge, das sind Welten. Jetzt schon. Jiren und Son Goku kämpfen ein bisschen weiter. Son Gokus Körper kann die Macht eines Gottes nicht aushalten. Ja, Super Saiyan Gott und so, kein Problem. Aber Ultra Instinct, nee. Gerade als Jiren Son Goku aus der Arena schleudern will. Son Goku があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。 Freezer und C17, die auf Lauer lagen, zeigen sich. Sie erwischen Jiren unvorbereitet und treiben in die Enge. Der Sieg von Universum 7 ist in Sicht. Nutzlos, haben sie gesagt. Nutzlos. 立つんだジレン。何のために今まで誰も信頼せずに己の強さを磨いてきたんだ。お前がお前の強さを信じられなくても俺は信じている。最後まで。 Jiren steht nach Toppos Worten wieder auf. Ja, Toppo der Motivationscoach, ne? Aber Son Goku kommt für einen letzten Versuch noch einmal auf die Beine. Ah, ernsthaft. Nein, ist wieder. Ach, scheiße, ist wieder das Dragon Ball Super Intro. Ja, heißt, muss man was anderes drüber spielen. Entschuldigung dafür. Das heißt, ihr hört die ganzen Ingame-Stimmen nicht, ihr hört die ganzen Animationen auch nicht. Oder beziehungsweise SFX-Sounds, also sprich da die. Wie sagen wir den auch? Okay, der Begriff dazu. Ich bin gerade hier dabei. Aua! Ja, super geil. Was zum? So ein Arsch! Au. Nö. Das ist gerade ein Move von mir. Der Move von ihm. Ich meine, mal ganz kurz ein bisschen lauter stehen bei mir. Dragon Ball Super. Oh yeah. Ja, verstehe ich nicht, wieso sie die quasi das Intro nochmal bringen, ne? Als Kampf. Klar, ist cool und so, aber die müssen doch wissen, dass man es auf YouTube nicht hochladen kann, so. Ich bin ja null konzentriert tatsächlich. Oh, wisst ihr, was aber cool ist, kann man da nochmal werfen.
Also, was ich jetzt machen, vorher platt. Ja, weil die Wurf vom Ultra Instinkt Goku aus den beiden Formen ist auch beschissen. Ist leider so. Ja. Er soll ihn so besiegen, okay. Siehst du, den Move kann ich auch, ne? Steh auf, du Stück Muskelberg. Ich wollte zuerst ein Stück Scheiße sagen. Aber das stimmt ja gar nicht, ne? Also, er hat ja auch wieder dazugelernt, ne? Er ist nicht mehr so ein Arsch wie vorher. Das ist echt ein bisschen schwächer. Was wird abgewehrt oder was? Oder abgeblockt, besser gesagt. Das war clever. Und das war zu spät. Au! Einmal in die Fresse. Komm schon, Super Saiyan Goku. Oh, dann fehlt die Teleportation wieder, ne? Der abgeblockt. Die Drecksau. Hallo, ist der scheiß Superkonter? Also geht er wieder nicht mehr. Jetzt, wo er gehen müsste, geht er nicht mehr. Das war knapp. Aber vielleicht klappt es so. Jetzt wandern zum Super Saiyan Blue. Aber in der Form bleiben bitte, ne? Natürlich nicht. Danke Goku für nix. Oh. Mist! Ah, so ein Superkonto mit der Wahrnehmung kontern kann ist auch doof. Mann, was quatsche die ganze Zeit? Ich kann mich nicht auf den Text konzentrieren. Ich muss kämpfen. Also müssen. Naja. Das kann nicht ein richtiger Dreierkampf gegen Jiren sein, ne? Wieso sind hier nicht Super 17? Super 17 sage ich schon. Nein, wir sind nicht bei Dragon Ball GT. Warum sind nicht C17 und Freezer gerade mit dabei? Ja, ist gut, Junge. Und Flieg und Sieg! Nee, Freund. Damit haben wir gerechnet. Damit allerdings nicht. Aua! Und flieg, Jiren! Aua! Junge, war das schnell. Seht ihr, wie schön er fliegen kann? Er muss nur wollen. Das ist doch wohl... Junge! Du gehst mit deinem Superkonter auf den... Ich würde sagen auf den Schwanz, aber... Goku hatte gar keinen mehr. Junge. Ja, ab und zu funktioniert's noch. Tschüssi. Und so viel Damage, wie ich gerne hätte. Das müssen wir ganz kurz ändern. Jetzt war der nach Hause, kriegt die Krise.
Ich wünschte, ihr könnt gerade das Dragon Ball Super Mucke auch hören. Das ist sie wohl. Zeit für Trick 17! Der geht in die Fresse, aber sowas von. Nein! Einfach abgeblockt, die kriegt die Krise. Wie macht er das? Du wirst langsam unsympathisch, Junge. Ja, natürlich. Konter mal einen Super, Konter mal einen... Wird langsam langweilig, Junge. Au, 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 au. Wir müssen aus dem Fokus raus. Super. Was macht er jetzt? Nein! Einmal sein Superkonter, meinen eigenen Superkonter kontern. Vielleicht klappt's ja. Weil es eigentlich im Sinkflug jetzt. Mist. Das ist was anderes geplant. Wir haben Superkonter erledigt. Das werden wir nochmal in Träumen verfolgen. War aber ein cooler Kampf. Schwierigkeit senken. Ja, du kannst mich mal, ey. Wenn es gerade so spannend ist, will der die Schwierigkeit senken. Ah, macht er den Vegeta-Move, ey. Aber jetzt kann er gerade nicht mehr, ne? Nein! Jetzt könnt ihr wieder. Ha! Jetzt hat er seinen Rache-Konter mit einem Super-Konter gekontert. Ja, was heißt Super-Konter? Z-Konter heißt. Nein, warte mal. Doch, heißt Super-Konter. Wie heißt es schon wieder? Doch, Super-Konter, ne? Nicht Z-Konter. Wenn der Move macht, das kotzt mich so an, ey. Wollte er gerade werfen. Aber mit Jiren ist nicht gut werfen, ich merke schon. Und sich mit ihm überwerfen will ich eigentlich gesagt auch nicht. So lange gedauert, Junge. Warum muss das Teil auch immer aufladen? Ja, fliege erstmal zum Mond. So, versuch mal dem auszuweichen. Er tut's. Oh, der war nicht schlechter Move.
brauchen wir glaube so nicht. Vom Zeitaspekt her. Ich versuche ein bisschen zu teleportieren, wenn er einen Z-Konter macht, wenn er einen Super-Konter macht, weil, naja. Mit dem Cell-Move zu kontern ist schwierig. Ja, das ist wohl. Wir sind unsicher, wie er gegen Jiren kämpfen soll. Nase juckt, das ist ganz schlechtes Timing. Mann ey, jetzt klappt das Simpelste nicht mehr. So, falsche Richtung ausgewichen, Jiren. Doof, wa? Da musst du jetzt kurz ausnutzen können. Yo! Weil er hat ja gerade das Symbol bei sich, dass er mich nicht mehr weiß, wo ich bin. Mann! So, jetzt habe ich es mal gemacht. Da versucht er mal auszuweichen. Jiren. Das war's. Und wir haben die Super Dragon Balls bekommen, Freunde. Denn das ist die Belohnung da. Also es gibt zweimal die Situation im Spiel, wo du generell die Super Dragon Balls bekommst. Und zwar ist einmal wirklich, wenn du halt mit Son Goku seine Story so weit abschließt. Was irgendwie auch Sinn macht, ne? Weil der letzte Kämpfer hier ist oder so. Oder fast zumindest. Ist ja egal. Auf alle Fälle kriegen wir so einmal das Set der Super Dragon Balls.フリー
Hier können sie plötzlich Cutscenes, ne? おっと、あなたからの礼なんてよしてください。約あ、分かってさ。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。ジレン、戦いが終わったばっかしなのによ。俺はまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、戦うことでオラたちは一緒に強くなれたんじゃねえかって気がすんだ。また会いてえ。すごいやつだったな。ああ、Als letzter verbleibender Kämpfer wird C17 zum Champion und verdient sich das Recht, sich etwas von den Super Dragon Balls zu wünschen. Er will seine Familie zu einer Kreuzfahrt einladen, aber nachdem er Son Goku anblickt, wünscht er sich, dass alle Universen wieder so werden, wie sie waren. Seine Freunde sind verblüfft, aber Zeno hat es vorhergesehen. Jeder andere Wunsch hätte die Zerstörung aller Existenz bedeutet. Oha. Ein bisschen Glücksspiel. Alle beginnen zu zittern. ねえ悟空、また会いに来てくれる？おう、もちろんださ。また。Das Niederkraft ist vorbei. Son Goku und die anderen kehren zum Alltag zurück. ジータ、俺たちもっともっと強くなれっぞ。当たり前だ。サイヤ人の強さに限界などあってたまるか。 Son Goku und seine Gefährten kämpfen weiter, gehen an ihre Grenzen und stellen sich neuen und mächtigen Gegnern. Ja, das wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo dann der Rest des Mangas adaptiert werden könnte. Aber weder der Anime ist soweit noch in irgendeiner Form irgendein Spiel. Ne? Also egal, ob es jetzt da um Moro geht oder auch um die Story von ja, ich will noch nicht zu viel spoilern gerade. Von Gas und Co. Ne? Ich glaube, da will ich nicht zu viel verraten und ein paar Namen raushaue. Ja, mal gucken, welchem Videospiel wir das mal sehen werden. Ne? Bei Dragon Ball Z Kakarot glaube ich ehrlich gesagt eher weniger. Hier bei Sparking Zero halt das so gestückelt, wie es jetzt halt ist. Ne? Also keine richtige Story, sondern einfach einzelne Kämpfe. Ja, vielleicht. Ich meine, das Spiel ist neu raus, warum also nicht? Ne? Und es werden noch DLCs folgen. Wobei vor allem Charaktere schon genannt wurden, ne? Gerade auch zu Dragon Ball Daima. Ob da noch was hier in diesem Spiel kommen wird, fraglich. Wir wissen ja zumindest mittlerweile schon mal, dass Dragon Ball Daima bei Dragon Ball Z Kakarot, ne, einen Auftritt haben wir mit richtig Story und so. Also zumindest sieht es so nach aus. Also die Story dann spielbar sein wird. Bin auch schon mal sehr gespannt darauf. Ja, und ansonsten, ich hoffe immer noch auf einen Dragon Ball Xenoverse 3, ne, weil Xenoverse 2, auch wenn es weiterhin DLCs bekommt, ich weiß nicht, das Spiel ist irgendwie, naja, outdated kann man eigentlich sagen. Ne, das ist eigentlich ein Spiel, wo ich sage, yo, da sind die Entwickler, strapazieren sie es sehr, sehr raus, das Ganze. Ja, warum erwähne ich jetzt gerade die Spiele hier bei den Credits? Das hat vor allem den Grund, um nochmal auf ein wichtiges Merkmal von Sparking Zero hinzudeuten. Ich meine, es ist ein Spiel der Budokai Tenkaichi-Reihe, demzufolge ein umfangreiches Kampfsystem mit all den neuen Kontermöglichkeiten. Ich behaupte immer noch, das ist für Anfänger, die noch nie zuvor ein Budokai Tenkaichi gespielt haben, ist das eine riesen Herausforderung. Also ich kann immer noch wieder betonen, auch wenn es verlockend wäre, die Story zu spielen, lasst es am Anfang noch und spielt lieber erstmal ganz normal offline gegen NPC, macht die Trainingsmodi und so. Weil das Spiel ist schon Hardcore, ne? Also da musst du schon ein bisschen was Intus haben, du musst die ganzen Konter einigermaßen beherrschen. Ich meine, man hat es mir auch gesehen, ich bin kein Meister im Superkonter. Trotzdem hat es bis hierhin ganz gut gereicht. Ne? Und wir haben auch die meisten der Sparking-Episoden, beziehungsweise der Was wäre wenn Episoden bei Goku freigeschaltet. Der Rest wird noch folgen, hoffe zumindest. Und ja, insofern, ich meine, Was wäre wenn, sind immer lustige Szenarien. Das hatten wir auch schon bei Dragon Ball Xenoverse 2 und so. Das ist, kann man so ganz cool machen. Natürlich auch, was hier so die Neuigkeit betrifft, neue Charaktere freizuschalten, sprich vor allem in den Super Dragon Balls, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Macht so auch irrsinnigen Spaß. Das Kampfsystem selber, ja, wenn man endlich mal ein bisschen drin ist, dann macht es auch Spaß. Ne? Da kann man gar nicht
was dagegen sagen. Und auch wenn es vielleicht zum Teil ein bisschen unfair anfühlt, zumindest jetzt offline gespielt, es ist schon fair, das Kampfsystem. Ne? Also wenn du es halt wirklich beherrschst, dann funktioniert es ja auch. Gut, wenn man sich gewisse Charaktere anguckt, ne, so wie zum Beispiel Son Goku als Super Saiyan God mit der Götterfestel, das sind schon so Techniken, die man sich sagen könnte, das sind aber sehr imbar, da bist du direkt unbesiegbar. Naja, jetzt muss auch erstmal treffen, aber ja, im Prinzip schon, ne. Also in allem dem, was soll man sagen, ne, Sparking Zero, ein Spiel, was ich jedem empfehlen würde. Ja, jedem Dragon Ball Spieler, Fan, jedem, der sich sagt, der braucht mal so ein Beat'em-up wieder mal, so ein richtiges geiles System. Auch jemand, der sich sagt, er liebt Herausforderungen, weil die hasst er hier definitiv. Und selbst wenn du mal sagst, Story-Modus ist mir zu leicht, dann ja, kannst du gerne mal online zocken, da wird es schwierig genug. Aber wenn du dich komplett auf die Story fokussieren willst, aber die Grafik von Sparking Zero haben möchtest, dann würde ich sagen, weich lieber auf andere Spiele aus. Ich meine, ja, der Story-Modus jetzt gerade hier mit Son Goku, er hatte schon das, was man will, ne, von den Kämpfen. Das stimmt ja schon, aber es ist einfach in so einer Art und Weise umgesetzt, die ich persönlich ein bisschen schwierig finde zu vertreten. Wenn du halt wirklich hier so Szenen hast, halt nicht irgendwie zwischen Charakteren hin und her switcht und einfach sagst, ah, da ist Son Gokus Kampf, jetzt würde eigentlich Piccolos Kampf kommen. Ja, wird übersprungen oder wird nacherzählt. Es ist halt Son Gokus Pfad, insofern, es stimmt ja schon, aber es ist einfach nicht mein Ding. Ne? Deswegen, ich habe es durchgespielt, es hat trotzdem Spaß gemacht, wenn man eben darüber hinwegsehen kann. Am Anfang hatte ich noch mehr Mühe damit, zu sagen, ja, jetzt ist es halt so mit der Story, gewöhne ich dran. Wir haben natürlich auch andere Storyspiele, ne, ist klar. Gerade Dragon Ball Z Kakarot, wie bereits erwähnt, das ist eigentlich so ein Storyspiel, was man da gut referenzieren kann. Die Xenoverse-Teile, ja, auch wenn es nicht die Originalstory ist, aber trotzdem. Kann da auch sehr, sehr gut das Beispiel nehmen. Was ich eben auch lustig finde hier bei den Credits, ne? Jetzt hat man plötzlich all die Kämpfe der anderen, sei es Vegeta, Piccolo, Son Gohan, die wir gar nicht gemacht haben. Wir waren immer noch erst bei Son Goku. Tja. Aber vielleicht wird meine Meinung auch noch ändern, ne? Bezüglich der Story. Weil es gibt ja noch eben so Story-Abschnitt, zum Beispiel mit Goku Black. Was ich auch schon mal denke, oh, das könnte auch spannend werden. Und es soll noch andere Was-wäre-wenn-Szenarien geben bei Vegeta oder auch bei Gohan, die durchaus sehr, sehr interessant sein werden. Und ich freue mich auch schon darauf, bis mal so Charaktere eben aus Daima oder auch aus Dragon Ball Super nachfolgen. Sei es nun aus dem letzten Film, Dragon Ball Super Hero. Ja, ich sage extra Super Hero, nicht Super Super Hero. Denn das mit dem Super Super Hero war ja ein Fehler. Ne? Der Film sollte ursprünglich wirklich Dragon Ball Super Hero heißen. Und da war leider, oder das Logo übersehen, das schon drin war. Und deswegen hieß es dann Dragon Ball Super Super Hero. Aber ein kleines Detail am Rande. Ja, mal gucken, ob die Charaktere noch dazukommen oder eben aus den anderen Sagen vom Dragon Ball Super Manga. Wobei, der Film wurde auch schon im Manga adaptiert. Wir finden sogar besser, aber was heißt besser, ist schwierig zu sagen. Doch ein bisschen schon, ne? Hat ein bisschen umfangreicher, sag ich jetzt mal so, ne? Noch ein bisschen Hintergrundinformationen oder sprich, was noch vor dem Film war, was nach dem Film kommen wird, ne? Das sind schon sehr interessante Themen und natürlich auf den neuen Formen von von Gohan und Piccolo. Ich sage jetzt noch nicht eine weitere Form, weil die wäre ja, ist bisher nur im Manga vertreten und das wäre vielleicht für viele von euch noch Spoiler, deswegen erwähne ich das gerade hier nicht. Aber apropos, ne, wenn man gerade mal so Rückblick darüber macht, ich glaube, das hat er schon mal angesprochen, das Thema. Wir haben oft, wenn irgendetwas nur im Manga existiert, gibt es die Form in den Videospielen gar nicht. Ich meine, es gibt ja den entwickelten Super Saiyan Blue, wenn man so will. Also, nicht den Super Saiyan... Ne, Moment, das muss ich aufpassen. Super Saiyan Blue entwickelt, dort gibt es mit den dunklen Haaren, dunkelblauen Haaren, den Vegeta freigespielt hat. Im Manga und im Anime, aber es gab im Manga noch eine andere Form von Super Saiyan Blue. Eine kontrolliertere Form oder wie auch immer, die ja nicht mehr so viel Energie verbraucht. Und die habe ich glaube noch nie in einem Videospiel gesehen. Und eben halt auch andere Formen, die im Dragon Ball Super Manga nach dem Turnier der Kraft aufgetreten sind, eben auch Charaktere, die es glaube ich noch in keinem Videospiel in der Form gibt. Also mindestens jetzt nicht in solchen Videospielen, vielleicht irgendwie bei Mobile Games oder so, das kann sein. Aber jetzt hier wäre mir das irgendwie neu tatsächlich.
Das, Kakarot sowieso nicht, aber Xenoverse 2? Ja, da gibt's Gohan Beast und Orange Piccolo, ja, aber das ist halt, weil es aus dem Film kam, ne? Ja, bin mal gespannt, ob das irgendwie einen gewissen Hintergrund hat oder so, oder ob es daran liegt, weil man vielleicht auch von der Farbe oder wie die aussehen sollen, artwork-technisch noch nicht so weit wäre. Oder aber, weil es tatsächlich so sein soll, dass der Dragon Ball Super Anime noch weitergehen würde. Ich bezweifle es ehrlich gesagt ein bisschen, aber die Hoffnung soll man nie aufgeben, ne? Gut, in dem Sinne sagen wir an der Stelle, Freunde, danke fürs Zusehen. Die Folge ist schon lange genug und Credits dann noch ein bisschen. Ich glaube, nächste Folge, was machen wir da? Erstmal Super Dragon Balls, ja, wobei, oder machen wir direkt die nächste Storyline, ne, in dem Fall von Vegeta. Denn wie gesagt, bei Goku fehlt mir noch etwas, aber da bin ich noch nicht gut genug dafür. Das ist, man könnte es zwar theoretisch testen, aber das mache ich ja dann mal offscreen. Zum Testen, wie gut ich dort vorankommen würde. Weil ich momentan ja angefangen habe, die Folgen zu benennen, ne? So Episode Goku oder Episode Vegeta. Was dann eigentlich gerne folgen würde. Macht es, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir es erst mit Offscreen teste. Ob jetzt bei Goku weiterkäme. Oder ob es eben mehr Sinn machen würde, mit Vegeta anzufangen. Der Piccolo oder Gohan, wir haben noch viele Optionen offen. Oh, bin auch schon durch. So, der freigeschaltete Jiren-Saga, die gibt es ja auch noch, ne? Gut, die wird relativ kurz sein, tatsächlich. Die können wir theoretisch sogar jetzt machen. Oh, aber, oh nein, ich habe noch etwas übersehen. Nein! Was werden hier noch? Hä? Was wäre, wenn einfach so Fragezeichen? Willst du mal verarschen? Dann haben wir Jirens Ding. Black, Freezer, Trunks, Piccolo, Gohan, Vegeta, Goku. Ja, ich meine natürlich, die hier sind die längsten, ne, die wir haben. Vegeta ja fast auch, ne? Vielleicht ein oder zwei Kämpfe weniger. Die anderen sind schon ein bisschen kürzer. Ich meine, ich glaube Freezer, da ist die Freezer-Saga und dann noch bei Dragon Ball Super ein bisschen. Das war's dann. Aber gut, wisst ihr was, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, wir haben noch 2-3 Minuten Zeit, das können wir noch kurz einbauen. Wir rufen mal wieder Super Shenlong. Ne, verstehe nichts. Für mehr Charaktere, der letzte, der uns noch fehlt, also den man nur durch Super Shenlong bekommt. Fused Zamasu. Ja, und er sagt schon, das war ein Fehler, Kleiner. Ja, tschüss. Ja, haben wir das auch gemacht, Freunde. Wunderbar. Sollen wir noch irgendwie bei Zeno-sama vorbeigucken? Der hat dann so viele Befehle und so. Da gibt es noch ein bisschen Kohle oder so. Und lange nicht mehr hier. Jo, das haben wir. Kann ich hier ganz kurz angucken, ne? Ja, wir haben einen Goku GT und so haben wir schon alles. Daima haben wir ja auch schon, oder fehlen natürlich noch seine Transformationsformen, ne? Die kommen ja erst noch, dann mit dem DLCs, gehe ich mal stark davon aus. Vegeta Mini, also Vegetas Daima wurde auch schon angekündigt. Und mit welchen Formen sehen wir dann noch? Dann haben wir, ja genau, wir haben den Goku Black, ne? Baby Vegeta. Ja. So eine coole Referenz, ja. Einmal Goku im Bösen, einmal Vegeta im Bösen, aber natürlich aus anderen Hintergründen und so. So, haben wir hier den fusionierten Zamasu. Und hier den wahnsinnigen Zamasu, halb verdorben. Das war schon immer, also insofern. Wir können natürlich eigentlich fusionieren, ne?
muss es anders machen. Warte mal, wissen, dass ich jetzt Gogeta gerne hätte. Die Jungs hier. Das eigentlich auch aus Trunks und Goten bilden können, oder? Ja, vielleicht geht es aber auch noch nicht, ne? Vielleicht kommt das erst noch. Bei Trunks fangen wir überhaupt noch eine neue Form bekommt. Ich meine, einer fällt natürlich der zweifache Super Saiyan noch und diese seltsame Form. Dieser Rage-Modus, den er ja hat im Anime. Der auch im Manga übrigens fehlt, den hat er dort gar nicht bekommen. Ja, fusionieren kann man schon, da ist nicht das Problem. Wir müssen einfach anders machen, ne? Ich hoffe natürlich auch, dass man im zukünftigen Update von Sparking Zero, dass dann mal die Charaktere noch ein bisschen mehr Transformationsstufen haben, ne? Na, Goku hat es eigentlich nur die hier. Da wäre es mal mit Goku zum Ultra Instinkt werden, also direkt so transformieren oder auch Goku Super aus Dragon Ball Super zum zweifachen und dreifachen Super Saiyan werden. Wäre doch auch cool. Naja. Wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Irgendwann wird es vielleicht mal soweit. Bis dahin haben wir noch aber viel zu tun. Ich sage dir schön Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, dann eben, sind wir sicher, vermutlich, wie auch immer, uns um eine neue Story kommen werden oder vielleicht sogar bei Goku weitermachen. Mal gucken. Bis dahin, tschüss.